Halo, lep pozdrav, dragi ljubitelji Goethe inštituta. Vesela sem, da ste se nam pridružili na še enem podcastu. Na kavi smo z Goethejem in posebno gostjo. Zelo sem vesela, da jo danes lahko pozdravim tudi v slovenščini. Z nami je veleposlanica Nemčije tukaj v Sloveniji. Dobrodošli. Hvala lepa, dober dan. Dober dan in takoj vas lahko vprašam, kakšno kavo radi pijete? Kava z mlekom, prosim. Močna, turška? Ja, močna, ampak z veliko mlekom. Veliko mleka. Lepo, da govorite slovensko. Kako dolgo se že, koliko časa se učite? Od avgusta zadnje let tukaj sem. Ja. To pa ni dolgo, ampak... Malo več kot 1 leto. Ja. Kaj je zanimivo v slovenščini? Pri katerih stvarih se lahko dobro izražate? V slovenščini? Slovenščini je en jezik zelo, zelo bogat. Bogat besed. Ja? In to zelo lepo, ko berem knjige, ampak moram povedati, da predvsem berem v nemščino. Ja? To lahko zelo, zelo dobro ausdrücken. Ausdrücken. Lahko se dobro izrazim. Izrazim v slovenščino, ampak z druge strane to pomeni, da tudi je zelo, zelo težko. Predvsem slovnica. Na tržnici pa kupujete v slovenščini? Ja, seveda, poskusim. Ja, na začetku, od časa do časa, to je bil še težko, ampak zdaj gre. Ja. Prinesli ste nekaj predmetov, ki tudi malo pripovedujejo o vašem življenju, o vaših ljubeznih tukaj v Sloveniji. Ja, iz tržnice, iz ljubljanske tržnice imam eno salato. To res je eno salato, ne vem, kako se imenuje, ampak to nima u nas v Nemčiji. In to zame simbol tržnice, ki zelo, zelo ljubim. V Ljubljane vsak sobote tam grem. In drugič to je simbol, da imajo tukaj veliko sadje in zeleni, lokalni in saisonalni. Ja. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich jetzt mit der deutschen Botschafterin in Slowenien spreche. Čudovito vam gre. Und ich habe gar nicht Ihre Exzellenz gesagt. War das richtig? Ich habe nur Frau Botschafterin gesagt. Ist das korrekt? Das ist absolut in Ordnung. Exzellenz, das wird eher im Schriftlichen verwandt. Es gibt gewisse Regeln im diplomatischen Protokoll und da verwendet man im Schriftlichen den Ausdruck Ihre Exzellenz. Warum sind Sie Diplomatin geworden? Ist das schon in Ihrer Familie eine Tradition? Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich bin die Erste und ich glaube, ich bin unter anderem über die Faszination für Sprachen auf die Idee gekommen. Ich habe Islamwissenschaften studiert, was nichts mit dieser Region zu tun hat, und habe Arabisch gelernt und so eine Liebe, allerdings auch schon zu Schulzeiten, zu fremden Sprachen entwickelt, habe mich immer sehr für anderes, für Fremdes interessiert und bin so halb per Zufall in diesen Beruf reingerutscht. Aber wunderbar, dass Sie Slowenisch lernen. Sie hatten auch schon Kontakt zu slawischen Sprachen. Sie waren auch in Polen. Das war mein erster Posten in einem slawischen Land. Ich will nicht sagen in der Region, aber mit einer slawischen Sprache. Und manchmal gibt es ein paar falsche Freunde, wie man so sagt. Obwohl inzwischen mein Slowenisch ganz und gar nicht perfekt, aber doch besser als mein Polnisch ist. Das heißt, im Moment habe ich das Polnische wieder vergessen. Ja. Aber das Dual ist schon eine Herausforderung manchmal, obwohl für eine Diplomatin, das ist doch sehr hilfreich. Es ist wunderschön. Dual auszudrücken. Ein Dual ist wunderschön. Ich kann immer sagen, mein Mann und ich, mein Mann, der auch hier ist, und dann können wir den Dual verwenden. Außerdem gibt es den Dual in der arabischen Sprache auch, also er ist mir nicht ganz fremd. Ja. Wird er auch so verwendet wie im Slowenischen? Ja. Ja. Also für jede Gelegenheit.
Die Sprachen, haben Sie gesagt, sehr wichtig, eine große Liebe, die Sie auch in die Diplomatie gebracht haben. Sie lesen auch wirklich gerne und Sie haben auch ein Buch mitgebracht. Ja, das Noch ist eine Sache, die sehr wichtig genau. für Sie ist in Slowenien, für Ihr Ja, das Leben ist hier. ich bin eine leidenschaftliche Leserin, habe, verschiedene Autoren, gelesen, auch noch lebende Autoren, die ich sogar kennenlernen durfte. Das Buch, was ich jetzt mitgebracht habe von Lojze Kovačič, den kann ich leider, nicht mehr kennenlernen. Er ist schon verstorben, aber seine Beschreibung in dem Buch, „Die Zugereisten", einer hervorragenden Übersetzung, lässt mich, auf Ljubljana und auch auf andere Sachen in, Slowenien mit ganz anderen Augen schauen. Ich finde, es ist eine unglaublich faszinierende Beschreibung, der Stadt. Also Lojze Kovačič, Die Zugereisten. Genau. Ein sehr schönes und wichtiges Buch, auch in Ihrem Leben. Und dann haben wir noch etwas für Fahrradfahrer. Ja, genau. Das ist, eine, Karte vom Drau-Radweg, also an der, Drau entlang. Das ist die erste Radtour, die ich gleich im letzten Sommer gemacht habe. Inzwischen habe ich noch andere gemacht. Ich habe gedacht, an einem Fluss entlang, immer flussabwärts, das ist ja kein Problem, das, macht man schnell. Aber dann kam Pohorje, das Gebirge, und da war es eine wirkliche Herausforderung. Aber ich bin froh, dass ich die gemacht habe, weil es ist eine traumhafte Gegend und, wir sind tatsächlich von Dravograd, bis nach Ormož und dann, noch nach Jerusalem, Ljutomer. Es war eine wunderschöne, Radtour. Und, ich versuche so viel wie möglich hier mit dem Fahrrad zu entdecken in Slowenien. Weil die Deutschen sind ja auch Radfahrer. Man macht das wirklich gerne, nicht? Das macht man gerne, aber, wie immer bei Sport können wir nicht mit den Slowenen mithalten. Also, bei jeder Radtour überholen mich zahlreiche Sloweninnen und Slowenen, die an mir nur so vorbeirauschen, ja. Es gibt viele Menschen, die Ja. überholt werden hier in Slowenien. Ja. Ich muss das auch immer wieder erleben. Sie sind eine Diplomatin mit viel Erfahrung. Wir haben schon Marokko erwähnt, auch Polen. Mit was für einer Vision sind Sie nach Slowenien gekommen? Was sind die Prioritäten für Sie als Botschafterin? Also, erst einmal muss ich sagen, ich war mir nicht sicher, nach Slowenien zu kommen. Und, ich kann, das, Ihnen sagen, ich habe es vielen gesagt, ich betrachte mich als sehr, sehr, glücklich hierher gekommen zu sein, und habe erst hinterher gelernt, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen auf diesen Posten beworben haben. Ich habe das große Glück gehabt, hierher zu kommen, und ich verstehe jetzt auch, warum ich so viel Glück gehabt habe. Ich habe das Land vorher überhaupt nicht gekannt. Ich kannte, weder Slowenien noch ein anderes Land, weiter südlich in der Gegend, vom früheren Jugoslawien. Die Gegend war komplett neu für mich. Umso faszinierter bin ich jetzt. Und, wenn man auf die Landkarte schaut, ist Slowenien ein relativ kleines Land. Das heißt, ich habe die Hoffnung, viel, viel kennenzulernen, und weiß, dass, selbst im geografisch relativ kleinen Slowenien es mir nie gelingen wird, alles kennenzulernen. Dazu gibt es so viele verschiedene Sachen. Ich arbeite aber daran. Aber es gibt auch so viel Kultur, Informationen, so viel von einer Nation in der Sprache. Und ich finde das manchmal schade, dass auch viele Diplomaten, die nach Slowenien kommen, nicht unsere Sprache lernen. Es ist allerdings auch eine sehr schwere Sprache, ja. Und, es ist eine Sprache, meine Slowenischlehrerin hat mir gesagt: „Wenn du das lernst, dann, wirst du zurechtkommen in den anderen Ländern Jugoslawiens." Ich habe das im letzten Sommer bei einer Reise tapfer versucht. Es ging so einigermaßen, aber, wenn ich bedenke, dass in Prekmurje schon wieder ein anderer Dialekt gesprochen wird, ist es, etwas, von dem ich nicht weiß,
wie sehr ich es außerhalb Sloweniens anwenden kann. Ich sperre meine Ohren, wenn ich unterwegs bin, immer weit auf und treffe leider nur wenige Slowenen sonst in der Welt. Aber das macht überhaupt nichts. Natürlich würde ich in jedem Land versuchen, die Sprache zu lernen. Das ist, ich sage mal so, mein kleines Gastgeschenk an mein wunderbares Gastland Slowenien. Außerdem, ja, wir sprechen ja hier im Goethe-Institut. Für das Goethe-Institut, aber auch für mich als deutsche Botschafterin ist Sprache sehr wichtig, alle Sprachen. Wir werben für die deutsche Sprache. Wir hoffen, dass viele Sloweninnen und Slowenen weiter Deutsch lernen werden. Ich freue mich, dass es die zweite Fremdsprache ist. Aber natürlich müssen wir das umgekehrt auch machen. Das ist eine große Freude. Ich glaube, dass ich das Land viel besser erfahren kann. So. Wir arbeiten sehr eng zusammen in der Wirtschaft, Slowenien und Deutschland. Aber wo gibt es noch Möglichkeiten, sich besser kennenzulernen? Wirtschaft, das ist richtig. Und auch das ist mit der Sprache verbunden. Ja? Also auch dafür ist es wichtig, dass viele junge Leute weiter Deutsch sprechen. Ich höre das immer in den vielen deutschen Unternehmen oder den Unternehmen, die mit Deutschland zusammenarbeiten. Also die Wirtschaft ist tatsächlich ein ganz wichtiger Bereich. Mir persönlich liegt nicht nur die Sprache, sondern allgemein die kulturellen Beziehungen sehr am Herzen. Zum Bereich der Wirtschaft könnte man auch zählen. Es hat mit Politik und Wirtschaft zu tun. Ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, das ist die Umweltpolitik bzw. die Nachhaltigkeit. Und ich denke, es geht ja immer darum, dass beide Seiten voneinander lernen. Ich hatte gerade gestern ein interessantes Gespräch zu nachhaltigen Energien und habe mit Erstaunen gelernt, dass es in ganz Slowenien nur 4 Windräder gibt. Da hat sich in Deutschland in den letzten Jahren einiges entwickelt und vielleicht ist es auch interessant, sich dazu auszutauschen. Außerdem bin ich nicht nur Radfahrerin, sondern versuche auch sonst mich hier in Slowenien mit öffentlichem Verkehr voranzubewegen. Das wäre auch sehr schön, wenn es noch bessere Zugverbindungen nach Deutschland gäbe, aber vielleicht könnte auch noch der öffentliche Verkehr in Slowenien noch etwas einfacher funktionieren, sage ich mal so, da ich mich häufig ohne Auto zu bewegen versuche hier im Lande. Wie sieht man in Deutschland, Slowenien? Was kennt man? Was weiß man über Slowenien? Ja, Sie kennen diesen unerfreulichen Witz mit Slowenien und der Slowakei. Ich glaube immer noch, dass es viele Leute gibt, die Slowenien nicht genug kennen, definitiv nicht genug kennen. Viele sagen mir, ja, Slowenien kenne ich, da bin ich durchgereist, als ich nach Kroatien gefahren bin. Aber ich glaube auch, dass sich das in der letzten Zeit ändert und die Reisenden nicht nur ein bisschen länger Halt einlegen in Slowenien, sondern ganz gezielt auch Slowenien ansteuern. Und das hat Slowenien durchaus verdient. Vor allen Dingen, weil sich das Land auch sehr, sehr gut darstellt, sehr gut präsentiert, eine beeindruckende Infrastruktur für den Tourismus hat. Jeder kleine Ort informiert, hat ein Museum. Ich weiß nicht, wie viele kleine lokale Museen ich schon besucht habe. Es ist jedes Mal sehr, sehr spannend. Es wird viel über Slowenien im deutschen Fernsehen berichtet. Es kommen viele touristische Sendungen mit Bled und Ljubljana. Nicht? In den letzten Jahren würde ich sagen, mehr. Ich denke auch, dass es zunimmt. Ich verfolge natürlich auch mit, wie in Slowenien die Touristenzahlen steigen. Ich hoffe, dass es gelingt, daraus einen guten, qualitätvollen und nachhaltigen Tourismus zu machen. Denn sonst hätte Slowenien nicht mehr das vorzuweisen, für das es sich selber rühmt, ein grünes und nachhaltiges Land zu sein. Ja, die Nachhaltigkeit ist ein Thema, wo wir wirklich gut zusammenarbeiten
könnten. Schon tun, aber sicherlich noch besser könnten, ja. Wie sehen Sie Ihre Rolle hier in Slowenien? Als Diplomatin, als Botschafterin, um es einfach zu sagen, bin ich Augen, Ohren und Mund für die Bundesregierung. Das heißt, nicht nur für mein Ministerium, das Auswärtige Amt, sondern für die gesamte Bundesregierung. Ich bin hier also die Vertreterin des Bundespräsidenten auch. Und wenn ich sage Augen und Ohren, bedeutet das, dass ich das Land beobachte, dass ich ins Land reise. Ich hatte schon viele Gelegenheiten, rumzukommen. Und Mund bedeutet, dass ich über Deutschland berichte, dass ich häufig gefragt werde, was deutsche Positionen zu bestimmten Themen sind. Und dann ist das meine Aufgabe. Also ich berichte nach Hause, nach Berlin, an mein Ministerium. Wir empfangen viele Gäste. Es gibt viel Besucherverkehr in beide Richtungen. Dann gehört immer dazu, dass ich mit den Gästen, mit den Delegationen Gespräche mache über das Land, kompakt etwas berichte, dass ich dann begleite, berate. Es ist eine sehr vielseitige Arbeit. Viele Möglichkeiten gibt es auch in der Kultur. Natürlich das Goethe-Institut, Sprachen lernen immer wichtig. Sie wissen es ja selbst sehr gut, auch mit den Slowenischen. Wie weit kommen Sie mit Deutsch hier in Slowenien? Sehr weit. Ich mache manchmal, wende ich einen kleinen Trick an. Ich fange auf, Slowenisch anzusprechen und habe schon öfter erlebt, dass mir dann geantwortet wurde auf Deutsch, dass jemand sagte, ich spreche auch ein bisschen Deutsch. Ich habe in der Schule Deutsch gelernt und es ist auch schon vorgekommen, dass wir dann das ganze Gespräch nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch führen könnten. Freut mich natürlich sehr. Und allgemein, je weiter nördlich an der österreichischen Grenze und im Osten treffe ich beeindruckend viele Leute, die Deutsch sprechen, aber auch noch andere Sprachen. Also ich bin beeindruckt und auch alle Gäste, die ich hier empfange, von dem Sprachtalent der Sloweninnen und Slowenen. Ja, wir leben ja in einer sehr interessanten Region, Ja. wo wir viele Sprachen hören und verschiedene Kulturen haben. Und es ist manchmal vielleicht ein bisschen überraschend, dass Deutsch für die junge Generation nicht unbedingt die erste Wahl ist in der Schule. Nicht Ja. Englisch hat doch diese Priorität, obwohl ich würde sagen, mit Deutsch es gibt viele Möglichkeiten, wenn man Deutsch spricht, nicht in der Region. Absolut. Also ich will niemandem Englisch als wichtige Fremdsprache ausreden. Aber wer eine Sprache lernt, kann sicherlich noch eine zweite und auch eine dritte dazu lernen. Es wird, das sage ich aus Erfahrung, mit jeder Sprache einfacher. Und es ist völlig faszinierend, auch untereinander dann Kenntnisse aus der einen Sprache in die andere Sprache nehmen zu können. Und in der Tat, die wirtschaftlichen Beziehungen nach Deutschland sind nach wie vor die intensivsten. Also wer irgendwie mit Deutschland zusammenarbeiten möchte, tut gut daran, Deutsch zu lernen. Außerdem gibt es großartige, und das sage ich hier nochmal am Goethe-Institut, die Kolleginnen und Kollegen dort wissen das viel besser, es gibt großartige Möglichkeit, für eine Zeit lang in Deutschland zu studieren. Es gibt verschiedenste Angebote von Stipendien. Also möchte nachdrücklich dafür werben, Deutsch zu lernen neben anderen Sprachen. Ja, wir haben die Wirtschaft betont, aber natürlich, Sie arbeiten sehr eng mit dem Goethe-Institut auch zusammen und die Kultur ist sehr wichtig, auch für die Botschaft. Wir haben jetzt Brecht, natürlich, es bietet sich ja schön an, nicht die 70 Jahre.
und auch andere kulturelle Projekte waren wirklich immer wichtig. Ja, absolut. Also die von mir schon genannte Buchmesse war einer der Höhepunkte. Ich kann wirklich sagen, aus meinen Begegnungen mit Verantwortlichen für die Frankfurter Buchmesse, dass der Auftritt Waben der Vielfalt der Waben, ein echter Erfolg war bei der Frankfurter Buchmesse. Wir hoffen, dass wir auch als Deutschland einmal Gast sein können bei der Buchmesse hier in Ljubljana, die ich vor wenigen Wochen besucht habe. Wir haben dann in diesem Jahr ein besonders schönes Ereignis gehabt mit der europäischen Kulturhauptstadt Nova Gorica, die sozusagen verpartnert war mit Chemnitz in Sachsen. Es hat da guten Austausch gegeben und ich war einige Male in Nova Gorica und fand wirklich, dass es dort großartige Ereignisse gab. Ja. Ich glaube, wir sind immer so eine kleine Überraschung, die Deutschen für uns, aber auch die Slowenen für die Deutschen. Wir stehen uns sehr nah, würde ich sagen, im Kulturellen vielleicht. Auch den Deutschen schmeckt Slowenien, nicht? Unsere Weine, Ja, die Brotkultur natürlich ist ja auch bei uns ein bisschen deutsch, das nicht? stimmt. Das ist vielleicht eine der wenigen Sachen, die ich ein wenig vermisse. Da ist die Brotvielfalt in Deutschland noch etwas größer. Ansonsten, deswegen habe ich dann Salat mitgebracht. Viel mehr Salat, ja. Genau. Der Salat vom Markt in Ljubljana steht auch ein bisschen dafür, dass ich sehr schätze, dass es lokales und saisonale Essen hier gibt auf dem Markt, in den Restaurants. Ich glaube, ich habe selten so gut gegessen wie hier in Slowenien. Ja, also viel Radič, das Ja. ist sehr wichtig für die Slowenien. Radič, Löwenzahn isst man sogar hier im Salat. Haben Sie das schon probiert? Einmal, Regrat? ja, in der Jahreszeit, genau, ja. Ja. Also viele Sachen, die doch anders sind Ja. als in Deutschland. Wir haben in Slowenisch so schön angefangen. Ich glaube, das wird ein schönes Ende auch in der slowenischen Sprache. Vielleicht eine Botschaft für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, seveda. Učite se nemščino. Vse najboljše vam želim in hvala lepa za priložnost biti pri vas. In vam še veliko, veliko lepih trenutkov in veselja tukaj v Sloveniji. In seveda tudi vam, dragi gledalke, gledalci, da se srečamo. Lahko nas vedno znova preverite, poiščete na Instagramu, Facebooku, LinkedInu in pa pretočnih kanalih, tudi na Spotifyju, naš podcast in veselim se vaše družbe že prav kmalu. Na klik.